Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir etwas finden, um hochzukommen. Und ich glaube, da steht auch schon was. Da steht auch schon etwas. Deswegen sollte ich wohl dort hinwascheln. Und das zeige ich runter Stumper. Eine Kiste, ich weiß was. Ich weiß auch was her. Los Sonst geht's. wäre ich noch nicht hingekraxelt. Uah. Glücklicherweise haben die Dinger ja immer Roller. Hat ja super geklappt. Das musst du dir ansehen. Boah. Oh, lecco mio, das ist es. Libertalia. Wie im Diorama. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte? Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Wow. Geil. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Mhm. Du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Ja, laute Legende. Mit mir im Paradies. 14. Join me in paradise. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos? Ja, laut Geschichte soll es so wirklich so eine Art Libertalia geben haben. Bei Madagaskar. Als Piratenrepublik, dass die in Demokratie dort gelebt haben, so wie sie halt auch Demokratie auf ihrem Schiff betrieben haben, dass der Kapitän ja auch immer gewählt wurde. Dieser Ort, selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Oh ja. Aber hallo. Alcazar hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Nala. Ja, wie gesagt, historisch hieß es, dass sowas eventuell nur Piratenpropaganda sei könnte. Und andere Historiker denken durchaus, dass es sowas tatsächlich gegeben hat, dieses Libertalia. Und man hat auf Madagaskar auch schon gesucht und gesucht, aber bisher nichts gefunden. Deswegen, es wäre interessant, wenn man sowas auch wirklich finden würde. Weil Libertalia wäre durchaus ein sehr interessantes Ding. Wenn es sowas tatsächlich gäbe. Libertalia, Pfeil, der auf den Turm zeigt. Schatzkammer. War das schnelle Molle Skizze arg fertigt. Immerhin dokumentiert das noch 19. Jahrhundertsmethode. Krasser Scheiß. Ich glaube, in die Gebäude selber können wir wohl leider nicht rein. Da ist zumindest mal zugesperrt. Da könnt man rein in das Gebäude. Und da ist nochmal was Optionales. Was ist das? Ein Stuhl? Eine üble Aussicht. Hey. Prost. Ja, Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Einen Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musste immer Avery Statue sehen. Was habe ich mich schon mal gefragt. Dich schon mal gefragt, wo wir
heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Aber keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Leier. Komm schon, Bill. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt, also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Okay, mehr gibt's nicht mehr. Seid's okay. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Das war jetzt auch nochmal schön, so als optionales Teil. Und zu gucken, was hätten sie wäre können, was hätten sie, wie wäre es gewesen, wenn sie sich für ein anderes Leben entschieden hätten. Aber für die kam ja wohl nur in Frucht, das Leben zu führen, was sie hier haben. Und sie wollten gar kein normales, geregeltes Leben. Das sind so Leute, die brauchen auch wirklich durch die Abwechslung, die brauchen der Nervenkitzel und alles. Kann ich hier irgendwie auch nachvollziehen. Es ist dann wahrscheinlich kein langes Leben, aber dafür ist es ein glückliches Leben für die, die das so wollen. Und die haben ihren Spaß. Was ist das jetzt? Flasch? Okay, ist da noch was drin? Nö. Also nichts, was ich mitnehmen könnte. Da ist noch ein Bett. Scheint ja wohl hier die Wirtsstube oder ähnliches gewesen zu sein. Ne? Okay, geht's sonst nämlich weiter. Das heißt, hier können wir wieder raus. Ja, da unten ist noch was. Oh, große Fässer. Also das ist definitiv sauber und ordentlich geplant gewesen hier, die Stadt. Pirat bleibt eben Pirat. Hier ging's hoch her. Kaputte Tische, kaputte Gläser. Pirat bleibt eben Pirat. Aber richtig geil. Also die Kneipe ist richtig geil gemacht. Da gibt's nichts. Was haben wir da noch? Hey Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Kann man irgendwie auch schlecht vorstellen, dass Piraten dann da anfangen, ihr normales Leben zu führen, weil auch die ja eigentlich eher so Abenteurer sind. Manchmal aus der Not raus, aber manche auch aus Überzeugung, ne? Weil sie das einfach brauchen, dass sie in der Gegend rumsegeln. Halt, du räudiger Hund! Cool. Ich wollte nur... Oh ja, nein, ich weiß. Das sollte nur... Genau. War wohl nix. Du bist ein mieser Pirat. Ach ja. Aber das Ding hätte man auch als Schatz mitnehmen können, finde ich. Auch wenn es jetzt nicht so gut war von der Quali. Aber noch 300 Jahre hält Eisen nicht mehr so gut, wenn es nicht gepflegt wird. Aber geil. Richtig, richtig geil gemacht. Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. So möglich. Ja, das ist schon sehr gut gehütet hier, dort die Lage, wo das liegt. Also es wäre auf jeden Fall eine große versteckte Stadt gewesen, die man nicht so leicht gefunden hätte. Aber wenn man dann dort lebt, dann hat man eigentlich wirklich alles Glück der Welt gepachtet. Man wird nicht von anderen Regierungen gestört, man ist autark. Man lebt demokratisch und nicht in einer Monarchie. Also an sich muss ich sagen, ist die Idee von Libertalia schon sehr gut. Gerade für solche Leute wie die Piraten, die wirklich dort draußen die ganze Zeit waren und rumgesegelt sind und geplündert haben und danach nur ihr Ruhe haben wollten. Eine Mogulvase. Mal wieder eine Morgulvase. Mordor.
Überall noch Laute und Leiern. Einen Schatz muss ich irgendwo verpasst haben. Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Ja, tatsächlich. Hier. So Strohpuppe oder sowas, ne? Eieiei. Krass. Ja, also Kinder muss es hier auch geben, aber. Ich mein, oh, noch so Kleinkinder, Wiege und Bettchen. Klar, ich meine, die Leute können ja draußen durchaus ihr Abenteuer erleben und unterwegs sein. Aber irgendwann frucht sich halt auch jeder Mann, der so ein Leben führt, wie lange kann er sowas überhaupt noch machen? Und irgendwann, jetzt ist der von oben runterguckst, und irgendwann will sich ja jeder mal zur Ruhe setzen und will mal ein geruhsames Leben führen und nicht ständig eine Action draußen. Captain Avery. Hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Ja, natürlich mal wieder eine Statue von ihm. Also der hat sich hier definitiv für seine Idee und Umsetzung feiern lassen, der Kerl. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Vielleicht ist an der Papageiensache doch noch was dran. Und was ist das für ein Symbol? Ich weiß nicht, so sieht's eher aus wie das Wappen von der Strohhutbande aus One Piece. Ein Pranger. Ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Dann Zeichen Mol. Nice drawings, Nate. Nette Zeichnung, Nate. Ich weiß nicht, ob ihm das so gefallen wird, so karikiert zu werden. Ja, also hier war anscheinend auch schon die Strohhut-Piratenbande, wenn ich mal das so anguck. Was gibt's hier noch? Nix. Selbst Ein Piraten Kerker. brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Tja, ganz Ja, so einfach. ist es. Wer sich nicht an die Regeln hält, der landet halt hier. Einfach ich sag, wie ich finde. Auch für Pirate und für Konstitution von Pirate muss es halt auch Gesetze geben, wie ich finde. So. Und das haben die auch schon kapiert, die Jungs. Und hier gibt's noch ein antiker Steintopf. Wahrscheinlich ein Pisspot oder sowas, ne? Wobei das wohl eher der Pisspot hier gewesen ist. Okay. Gut, dann waren wir jetzt auch noch im Kerker. Was sind noch Rüstungen? Sehr geil. Weil das für die Zeit eigentlich schon total antiquiert war, mit Rüstungen rumzulaufen, wohl eher nur für Parade oder so. Weil einen praktischen Nutzwert im 18. Jahrhundert haben Rüstungen eigentlich nie so wirklich gehabt. Für Dragoner eventuell noch, für Briten, ne? Für die Kavallerie von einem Heer. Und Pistolierer. Das ist erstaunlich, aber wie kommen wir jetzt zu dem großen Gebäude mit dem Turm? Hier Das ist die lang gedacht. Frucht. Wir werden es schon rausfinden, Nate. Oh. Nee, da geht's mal nicht weiter. Und da aber... Nö, da können wir auch nirgends weiter. Das bringt uns auch nicht. Bringt uns auch nicht weiter. Allerhaupt. War wohl nix. Dann gehen wir doch hier wieder raus. An der Avery-Statue mit dem Jolly Roger von Strohhut Ruffy vorbei. Und wieder zurück auf den Hauptweg. Ja? Verbünden finden. Ah, da kommt er. Kommt er schon arg gejoggt. Ja, komm. Komm schon. Der soll mir noch und nicht ich ihm. Da waren wir doch schon. Ah, da Hey ist noch Sam, sieh was. mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex. für Artikel Piraten. 5. Wer Libertalia... Um keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Ja. Auf jedem Schiff war der Piratenkapitän halt auch der König von dem Schiff und hat auch seine Gesetze erlassen können. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklaven, Mörder und Diebe wirklich an diese Regeln gehalten? Ich denke schon. Ich denke schon. Wenn die Leute hier gesehen haben, dass es durchaus etwas gibt, wofür es sich auch zu kämpfen lohnt und dass man hier seine Freiheit hat, die man genießen kann,
dann wären die Leute auch durchaus bereit dafür gewesen sein, dafür zu kämpfen, denke ich. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Können wir es auseinanderdrücken oder so? Anscheinend nicht. Moment, war das wieder die Taverne? Ne, das ist ein Stall. Wenn wir das zum Abzeichnen. Wenn das dann mal abzeichnet geht. Ne, das hat er jetzt ja gemacht. Ich habe eigentlich drauf gedrückt zum Abzeichnen, aber das hat er nicht gemacht. Er hat nicht damit interagiert. Sehr schade eigentlich. Hier ist nichts weiteres. Manometer. Also so Geisterstädte finde ich ja durchaus immer interessant. Egal, ob das jetzt solche altverlassene Dinger sind. Diesen Ort mal zu seiner Blütezeit vor. Ja, Mit offenen Geschäften, mürrischen alten Piraten und dem Geruch von Rum. Dem pausenlosen Krächzen eines Papageis in der Luft. Leute, die ihr Leben leben, weit weg vom Einfluss der Regierung. ja. Bei der Schmiede war ich schon. Tja, wie gesagt, ich sehe sowas immer unglaublich gern. Ich mag sowas auch total gern. Auch so Lost Places und so mag ich sehr. Ich finde sowas faszinierend. Der Verfall und sich vorzustellen, wie sowas mal früher so der Hochzeit ausgesehen haben muss. Sehr faszinierend. Egal, ob das neuzeitliche oder antike Dinger sind. Ja, ist ja schon gut. Ich kümmere mich ja noch drum. Ich mag mich jetzt erstmal in Libertalia umgucken, also hetz mich bitte nicht, Spiel. Jetzt auf einmal wird schon gehetzt und bei dem dappischen Rätsel, da hat man wieder Käsau beigestanden. Ah, Mann. Also manchmal fühle ich mich verlassen, Spiel. Ich habe doch hier schon gedrückt. Warum geht hier nichts? Da habe ich gerade gedrückt. Irgendwie will's nicht anscheinend. Warte mal. Wir laden den Kontrollpunkt jetzt nochmal neu. Weil das ist mir schon bei dem Stall aufgefallen. Das war schon nicht so gut, dass das bei dem Stall schon aufgehört hat. Ah, jetzt sind wir hier wieder unten. Okay. So. Oh, das hast du auch gesehen, ne? Ja, bevor wir uns getroffen haben. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Okay, Diese das Leute haben haben wir. bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Okay, die Zeichnung von ihm Hammer. Nate, sieh dir das an. Was denn? Achso, ja, okay. Klar. Ich würde mich gerne in diesem Ding fotografieren lassen, wenn wir eine Kamera hätten. Hey, ich könnte dich zeichnen. Echt jetzt? Ja. Okay, der Hermann, ja. Gut, weil irgendwas scheint von der Spielsteuerung vermurkst worden zu sein, weil ich bin eindeutig dort drauf gegangen und es hat sich nichts getan. Das fand ich dann doch etwas schade. So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Da können wir wieder was Hey abschreiben. Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Haben wir die Schätze? Ging es da Gerade mal gucken, ob wir die Schätze noch haben. Katzen. Antiker Steintopf, genau, das Hammer. keine Regeln zu haben? Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Okay, dann hier nochmal rein. Dort nochmal umgucken. Da war nämlich was. Pferdeknochen. Sie sind noch angebunden, als ob sie zurückgelassen wurden. Hm, Aber warum? Keine Ahnung. Mussten die Leute fliehen? Oder sie wurden fortgebracht. Irgendwas stimmt hier nicht. ja. Das ist auch wieder sehr interessant. Warum haben sie ihre Pferde zurückgelassen? Also irgendwas Was ist passiert? muss passiert sein hier. Was meinst du? Naja, du weißt schon, nichts wird ewig, stimmt's? Ich mache hier Witze über verfluchte Piratenschätze. Aber nach all deinen Geschichten... Tja, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige. Meistens. Ja, so ist es. Dann müsste das jetzt aber auch funktionieren. Es hat mich halt echt aufgeregt, dass das jetzt nicht ging. Können wir genauso gut aber nochmal dort hier gehen. Der nochmal angucken. So.
komisch. Also manchmal scheint es bei der Engine ja wohl wirklich so zu sein, dass das da kurz hapert und dass das dann nicht mehr geht. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt geht, weil da muss es ja weitergehen. Verschlossen, na klar. Habe ich da eben Pferdeviren gehört? Okay. Da haben wir jetzt alles durchkandelt, durchgemacht, durchgewurstelt, durchgeknüppelt, durchsucht, analysiert. Jetzt frage ich mich, wie es weitergeht. Da aber kommen wir nicht durch. Aber da aber müssen wir hier. Da hat es uns zumindest hier gelotst. Dann könnte man gucken, ob wir auf der Seite eventuell einen Weg finden. Sieht aber nicht so aus. Ne, da sind wir wieder bei der Taverne. Da frage ich mich doch, wie es weitergeht. Da hoch geht er auch nicht. Da will er auch nicht hochkraxeln. Hey Sam, sieh dir das an. Ah, okay. Schmiede. Das müssen wir jetzt auch nochmal neu machen. Hier sind ein paar Entermesser. Halt, du räudiger Hund! Pff, Cool. Ich wollte nur... Ja, nein, ich weiß. Genau. ah, schade. Schade, dass wir jetzt das ganze Zeichen immer machen müssen. Pirat. Aber Bastio irgendwie. Das in der Taverne mache ich jetzt aber nicht nochmal alles neu. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Ja, da war doch eben ein optionales Gespräch möglich, ja. Wenn dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Schon möglich. Okay, also wie kommen wir jetzt zu dem Gebäude hier? Zu dem großen Steingebäude. Da müssen wir jetzt wohl dort durch irgendwie. Aber durch das Schild kommen wir, glaube ich, nicht ran, ne? Hier können wir nirgends auch unseren Enterhake verwenden. Da hoch kann er nicht klettern, nee. Und durch die der können sie sich nicht durchkloppen. Wie machen wir das dann? Das ist mal wieder die Frucht. Zum Klettern gibt es hier nirgendwo etwas. Bitter. Dort durchdrücke. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Na, da könnte man uns ja noch durchquetschen, oder? Wenn er dann käme, der Herr Baron. Also ich tät mich ja eigentlich schon ganz gern nur durchquetschen, um ehrlich zu sein. Und? Schmeißen wir es doch mal kaputt. Natürlich. Das hält wie Eise hier. Ist ja klar, ist ja auch überhaupt kein morsches Holz oder so. Ah, scheiße. Dann muss es wohl ein anderer Weg geben, wenn das Spiel hier vor uns vorsieht. Aber den möchte ich auf jeden Fall in der heutigen Episode noch finden. Wäre sonst echt traurig, wenn nicht. Moment, da können wir auch noch irgendwo hoch. Ist noch ganz noch aber. Hey, sieh mal, es gab hier Familie. Ah ja, das hatten wir auch schon. Zur Hölle sind alle hin. Ich meine, wurden die alle entführt oder was? Quatsch, das will ich doch gar nicht so. Können wir da irgendwo entlang gehen? Und da hoch vielleicht? Nee, also hochklettern mag er auch nicht. Das wundert mich so ein bisschen. Sonst macht er doch jeden Scheiß jetzt um Klettern. Auf der anderen Seite vielleicht? Oder hier? Nee. Da will er auch gar nicht runter. Wenn er da hochgeht? Nee. Suspekt. Doch irgendwie suspekt. Mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, was man noch machen könnte. Nee, das ist nutzlos. Hier unten, da war nur nochmal der Kerker, ne? Was ist dann das noch? Das habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Cool. Ein Schloss. Verziertes. Sehr geil. Habe ich ja gar nicht gesehen beim ersten Mal. Selbst Kerker wieder? Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das.
Arschlöcher gibt es wohl überall. Das stimmt allerdings. Arschlöcher gibt es wirklich überall. Und an so einem Ort gibt es bestimmt eine ganze Wagenladung voller Arschlöcher. Es ist auch genauso dusch da. So, eventuell geht es tatsächlich hier weiter. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir dort durchkommen. Hey Sam, komm her. Das kann was sein. Ja, natürlich. Gut, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg wieder. Und da geht's auf jeden Fall weiter. Tunnel sehen viel gröber aus als der Rest der Kolonie. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Ich denke, die könnten sich aber auch hier versteckt haben als entsprechende Vorsichtsmaßnahme. Falls andere Leute ihr Stadt stürmen, können sie hier immer noch die Rettung koordinieren und aus dem Verborgenen zuschlagen. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Interessant. Also alles führt zum Schatzhaus im Endeffekt. Da ist wieder das Symbol. Alles führt im Endeffekt zur Festung. Sodass man hier wahrscheinlich Notunterkünfte, Rettungsunterkünfte gehabt hat und sich dann zum Schatzhaus geflohen hat. Aber hier konnten wir ja auch übernachten. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja, vielleicht gab's Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Dreimal kann ich mal... Dreimal darf Strote, was passiert ist. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass die Piraten halt allesamt extrem gierig waren auf den großen Schatz, den es gab. Dann hat es wohl Kappel gegeben und die haben sich im Untergrund vorbereitet, das Schatzhaus zu stürmen. Das ist plausibler als das Schatzhaus als Festung vor Angreifer zu nutzen. Ich vermute einfach, es hat hier ordentlich Kappel und Sores gegeben. Und die wollten einfach nur den riesigen Schatz haben. Und dann abhauen damit. Bemalte Kupferflasche. Ah, sehr schön. Ah, das ist was Orientales. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Teil. Lass mich durch. Manometer. Da sind wir jetzt auch wieder in einem relativ offiziellen Gebiet. Kirch. Religionsfreiheit wird es aber wahrscheinlich hier auch geben haben, nämlich ja. Kommen wir raus. Da kommen wir raus. Okay. Dann würde ich einfach sagen, ihr liebe Leute, die Kirche erkundet man dann in der nächsten Episode von Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.